Sicherheit ist ein schönes Gefühl. Mit dem Spruch wirbt aktuell eine Versicherungsgesellschaft für ihre Produkte. Obwohl der Satz in sich selber nicht stimmig ist. Sicherheit ist ein objektiver Tatbestand. Gefühle aber sind das Ergebnis von unserer subjektiven Beurteilung von den Umständen. Es stimmt natürlich, dass es schön ist, sich sicher zu fühlen. Allerdings, man kann sich auch sicher fühlen, wenn man es gar nicht ist und wird dann vielleicht durch ein unschönes Ereignis überfallen. Oder man kann sicher sein und sich trotzdem bedroht fühlen. Haben Sie das Gefühl, sicher zu sein? In dieser Welt, wo wir drin leben? Warum sind die Nationen in Aufruhr und sinnen die Völker Nichtiges? Fragt der zweite Psalm. Und die Frage stellt sich ja auch im Rückblick auf das Jahr 2024, wo jetzt dann zu Ende geht. Fast täglich haben wir von kriegerischen Ereignissen gehört, von politischen Spannungen, die ganze Völker in zwei Lager spalten und von Machthabern, die sich diktatorisch benehmen. Und dazwischen auch immer wieder von Erdbeben, von Trockenheit oder von Hochwasser. Ob es ein schlimmeres Jahr war als andere voran, das sei offen gelassen. Aber viele Leute haben den Eindruck, die Zustände auf unserer Erde, die verschlimmern sich. Und sie fragen sich bang, was da noch alles werden soll. Manche haben wohl auch persönlich ein belastendes, schwieriges Jahr durcherlebt. Aber auch die 2024 für sie ein recht oder sogar sehr angenehmes Jahr war, auch denen kann die Unbeschwertheit abhanden kommen und eine Besorgnis Platz machen, weil die Welt, in der wir darin leben, so viel unberechenbarer geworden ist. Im 2. Königsbuch lesen wir im 6. Kapitel davon, wie von zwei Männern, die sich in der gleichen vordergründig unsicheren Lage befunden haben, wie sich da der eine sehr unsicher und der andere aber sehr sicher gefühlt hat. Ich lese aus 2. König, Kapitel 6, Vers 8 bis 23. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes, das ist der Prophet Elisa, der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber, und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin, und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht.
Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach: Schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, öffne diese die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, so dass sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und der König von Israel, als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Jetzt haben wir viele Blätter. Wir lesen also da, wie der König von Aram heisst, das ist Syrien, mit der Hauptstadt Damaskus, immer wieder Truppen ins angrenzende Land Nordisrael geschickt hat, wie sich Israel gegen die syrischen Angriffe hat müssen verteidigen und wie der Prophet Elisa dann in eine menschlich gesehen nicht nur unsichere, sondern sogar ausweglose Gefahrenlage geraten ist. Weil Gott die Israeliten immer durch den Prophet gewarnt hat vor den Plänen der Syrer und so ihre Angriffe vereitelt hat, hat der syrische König dann ja die Stadt, wo der Elisa drin war, belagern und hat seinen Leuten den Auftrag gegeben, den Prophet zu päckeln und auf Damaskus zu bringen. Daraus ist nichts geworden. Gott hat die Syrer mit Blindheit geschlagen. Der Elisa hat sie in die Hauptstadt vom nordisraelitischen Reich auf Samaria geführt. Dort haben sie verpflegt und sie zurückgeschickt in ihr Land. Ein wunderbarer Schluss, den man sich für so manchen aktuellen Konflikt noch wünschen könnte. In der Mitte von dem Bericht aber erfahren wir vom Entsetzen und von der Verzagtheit vom Diener und von der Getrostheit vom Prophet. Und sein Diener sagte zu ihm: Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Der Diener hat die Umzingelung durch die feindliche Armee gesehen. Wir sehen auch noch, was vor Augen ist oder was wir messen können. Und wir können dabei Gefahren sehen und erkennen und wir können abschätzen, zu was wir und andere Menschen fähig sind. Und können probieren, uns auf allerlei vorzubereiten. Der Prediger Salomo ratet: Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Und so diversifizieren die Landwirte und die Firmen ihr Tätigkeitsfeld, so diversifizieren Anleger ihre Ersparnis, wir schliessen Versicherungen ab, um uns zumindest gegen den finanziellen Schaden vom Risiko zu wappnen. Die Regierungen erhöhen ihre Militäretat,
Zürich baut einen riesigen Hochwasserstollen von der Sihl zum Zürichsee, um sich gegen Überschwemmungen zu schützen und so weiter. Und der Prediger Salomo ermutigt uns ja dazu, das, was uns möglich ist, auch zu tun. Aber wir wissen dabei, dass wir uns nie gegen alle Risiken wappnen können. Das Leben bleibt lebensgefährlich. Die Welt bleibt bedrohlich. Und gleich müssen wir nicht angstvoll, verzagt und mutlos leben. Wir sehen nur einen Teil der Realität. Elisa und dann auch seinem Diener ist ein Einblick in eine weitere Realität geschenkt worden. Sie haben für einen Moment sehen, dass die für uns sichtbare Welt nur ein Teil ist von einer viel umfassenderen Wirklichkeit. Unsere Immanenz ist umgeben und durchdrungen von einer transzendenten Welt. Um die immanente, sichtbare menschliche Armee herum hat sich eine transzendente Engelsarmee befunden. Darum heisst mein zweiter Teil die himmlischen Heerscharen. Gott, was wir ja auch mit unseren Augen nicht sehen können, er ist der Herr der Heerscharen. Er hat nicht nur uns Menschen und die für uns sichtbare Welt geschaffen, sondern noch viel mehr. Andere Wesen und wohl auch andere Sachen, die wir nicht sehen und nicht messen können. Gott hat Heerscharen von Engeln geschaffen. Der Elisa und sein Diener haben einen Teil von ihnen sehen. Und auch die Hirten auf dem Feld von Bethlehem, denen hat ja zuerst ein einzelner Engel die Geburt vom Heiland verkündet. Und dann heisst es, auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. In der kirchlichen Kunst werden Engel teilweise als herzige kleine Buben mit Flügeln dargestellt, sogenannte Puttenengel. Als die Bibel von Engelserscheinungen berichtet, beschreibt sie die Engel nicht so. Die erscheinen als Männer, manchmal in gewöhnlicher Kleidung und manchmal in leuchtig weissem Gewand. Im Alten und im Neuen Testament werden sie schlicht als Boten bezeichnet. Das Evangelium ist die gute Botschaft und der Bote, das ist der Angelos. Wenige von diesen Boten, von diesen Engeln, kennen wir mit Namen. Zum Beispiel der Gabriel. Im Zacharias ist die Geburt von Johannes und der Maria ihre Aufgabe, Mutter von Jesus zu werden, durch den Engel Gabriel angekündigt worden. Als Überbringer von einer Botschaft sind sie bevollmächtigte Boten im Auftrag von Gott. Die Hirten haben sie gesehen als ein Chor, wo Gott gelobt hat. Der Elisa und sein Diener haben sie in ihrer kriegerischen Situation als Krieger gesehen. Wobei es dann ja allerdings nicht zu einer Schlacht zwischen himmlischer Armee und menschlicher Armee gekommen ist, sondern Gott hat einen anderen Weg gewählt, um den Elisa und seinen Diener zu retten. Im Hebräerbrief lesen wir über die Engel: Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgedannt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Das ist zwar der Form nach eine Frage, aber nicht eine Frage aus Unwissenheit, sondern eine rhetorische Frage, um das zu unterstreichen, was voran geschrieben ist, nämlich, dass unser Heiland Jesus Christus nicht ein weiterer Engel ist, sondern dass er viel erhabener ist als die Engel. Er ist der Herr. Die Engel hingegen sind Geistwesen, die ihnen Gott den Auftrag gegeben hat, seine Gläubigen auf ihrem Weg zum ewigen Leben zu unterstützen. Der Dietrich Bonhoeffer in seinem Gedicht zum Jahreswechsel hat formuliert: Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
bei diesen guten Mächten, hat er wohl an die Engel, an die himmlischen Heerscharen gedacht. Aber er fährt dann nicht weiter, sie sind mit uns am Abend und am Morgen, sondern er fährt weiter, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So komme ich zum dritten Teil. Gott hat die Macht. Zuerst habe ich überlegt, soll ich meine Predigt unter das Thema setzen, von guten Mächten umgeben. Aber dann habe ich mich entschieden, nein, ich nehme als Thema, Gott hat die Macht. So wie es im Psalm 62 heißt, eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass Gottes die Macht ist und dein, o Herr, die Gnade. Der Blick in die jenseitige Welt, wo Elisa und seinem Diener geschenkt worden ist, soll uns nicht dazu verleiten, Engelsforscher zu werden. Gar den Kontakt zu Engeln und das Gespräch mit ihnen zu suchen. Ja, davor werden wir im Neuen Testament sogar gewarnt. Was Elisa und seinem Diener geschenkt worden ist, soll uns viel mehr getrost machen im Wissen, dass wir nur einen wohl kleinen Teil von der Realität sehen. Und das für uns oft unsichtbar Gott in allem die Macht und Kontrolle hat. Gott, das ist der dreieinige Gott. Und darum kann unser Herr Jesus Christus auch sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mag es uns so erscheinen, als ob auf Erde alles drunter und drüber geht. Als gelte schlicht das barbarische Recht vom Stärkeren. Als hätte das Böse alle Gewalt auf Erde. Das ist nur Schein. In Tat und Wahrheit hat Gott die Macht. Und alles muss seinen Plänen mit dieser Welt dienen. Gott sagt durch den Prophet Jesaja im 46. Kapitel, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wir beten an und loben dich. Wir bringen Ehr und danken, dass du, Gott Vater, ewiglich regierst, ohne alles Wanken. Ganz unbegrenzt ist deine Macht. Allzeit geschieht, was du bedacht. Wohl uns, solch eines Herrn. So singen wir es mit dem Wort von Nikolaus Decius in seinem Lied Allein Gott in der Höhe sei Ehr. Alles steht Gott zu Diensten, nicht nur Engel. Gott übt seine Macht auf vielfältige Art und Weise aus. Gott wirkt direkt zu seinem Wort. Durch sein Wort, das das bewirkt, das es dazu schickt. So heißt es in Jesaja 55. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Gott wirkt durch sein Wort, Gott wirkt durch seinen Geist, schon bei der Schöpfung, wo der Geist von Gott über der Urflut gewaltet hat, aber auch im Leben von Menschen. Er, der Heilige Geist, hat Propheten und später die Apostel zu ihrem Dienst befähigt. Er schenkt uns den Glauben, er schenkt uns die Verbundenheit mit Gott, er befähigt uns zum christlichen Leben und bewahrt uns auch da drin. Und Gott wirkt eben auch durch Engel. Sie wirken als seine Boten. Sie können Gläubige vor einem wütigen Mob schützen, wie der Lot zu Sodom. Sie können Leuen das Maul verstopfen, wie beim Daniel. Oder sie können vor dem Verbrennen bewahren, wie bei den 3 Freunden von Daniel. Sie können geschlossene Gefängnistüren auftun, wie beim Petrus. Und ganz gewiss wirken sie schützend und bewahrend auf scheinbar ganz gewöhnliche Weise im Leben von diesen Menschen, was wie im Hebräerbrief heisst, das Heil sollen ererben.
Gott wirkt auch durch die Naturgewalten. Auch sie unterstehen in jedem Augenblick seiner Kontrolle. Gott kann nicht nur durch Engel, er kann auch durch das Erdbeben Gefängnistüren auftun, wie es der Paulus und der Silas erlebt haben. Er kann einem rebellischen König wie dem Ahab durch eine 3,5-jährige Dürre zeigen, wie ohnmächtig er gegenüber Gott ist. Ja, und Gott hat ja durch schreckliche Plagen den Pharao von Ägypten gezwungen, das Volk Israel ziehen zu lassen. Gott nimmt auch ganz direkt Einfluss auf unser Denken und Entscheiden. Auf das Denken und Entscheiden von Gläubigen und von Ungläubigen. Wir haben den Eindruck, wir haben einen freien Willen und dürfen uns frei entscheiden. Aber die Bibel sagt uns, Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das kann bedeuten, dass Gott entscheidet, ob wir unsere Pläne auch ausführen können oder ob widrige Umstände das verhindern. Es ist aber auch so, dass Gott schon unsere Gedanken und Pläne so lenkt, dass wir mit unserem Tun und Lassen seinen Plänen dienen müssen. So lesen wir in Sprüche 21. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Gott setzt Regierungen ein und setzt Regierungen ab. Er macht das. Und die jetzt am Regieren sind durch Gott eingesetzt. Ganz egal, ob sie für uns als Beobachter durch eine demokratische Wahl, durch Erbfolge oder durch einen Putsch an die Macht gekommen sind. Gott kann das Volk segnen, indem er ihm eine friedliebende, fürsorgliche Regierung schenkt. Gott kann das Volk züchtigen, indem er ihm eine egoistische, ausbeuterische, unterdrückerische und kriegerische Regierung einsetzt. Immer dürfen wir wissen, was der Elisa seinem Diener hat dürfen zeigen. Wir sind von guten Mächten umgeben, weil Gott die absolute Macht hat. Nichts kann einfach so geschehen. Alles, was geschieht, hat Gott so eingeplant, um seine Pläne mit der Welt auszuführen. Zu diesen Plänen hat die Weihnacht gehört, dass aus der Nachkommenschaft von David der Messias als Retter soll geboren werden. Der Anschlag vom Herodes aufs Jesuskind hat misslingen. Zu diesen Plänen haben aber auch Karfreitag und Ostern gehört. Da ist scheinbar der Komplott gegen den Jesus gelungen. Er ist eingerichtet worden. Aber dadurch ist er nicht aus dem Weg geräumt worden. Im Gegenteil, auch das hat der Plan von Gott gedient. Der Jesus hat unsere Schuld am Kreuz gesühnt und er ist auferstanden und sammelt jetzt seine Gemeinde aus allen Nationen. Darum der 4. Teil. Wir sind geborgen in der Fürsorge vom Herrn. Wenn man ganz gute Augen hat, kann man es lesen, auf dem Rand von unserem Fünfleiber. Ich konnte es nicht lesen. Mein Sohn hat sehr scharfe Augen. Er hat gesagt, doch, es steht da, Dominus providebit. Gott wird vorsorgen. Ja, Gott sorgt dafür, dass die Weltgeschichte seinen Plänen dient. Und er sorgt dafür, dass sich seine Pläne im Leben von seinen Kindern erfüllen. Wir verstehen bei vielem nicht, inwiefern das jetzt der Plan von Gott dient. Weder bei Sachen im Weltgeschehen, noch bei Ereignissen in unserem persönlichen Leben oder in dem von unseren Nächsten. Wir wissen nicht, was 2025 auf uns zukommt. Aber das dürfen wir anhand der Bibel erkennen. Auch in dem Jahr, das kommt, untersteht alles der Macht von Gott. Dominus providebit. Er wird sich dabei nicht in erster Linie an unseren Wünschen orientieren, sondern er wird seinen Ratschluss ausführen. Aber er wird sich um uns kümmern. Wir dürfen uns getrost
seiner Führung und Fürsorge anvertrauen. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Muss ich den Kelch gleich schmecken, der bitter ist nach meinem Wahn, lasse ich mich doch nicht schrecken, weil doch zuletzt ich werd ergötzt mit süßem Trost im Herzen, da weichen alle Schmerzen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn, Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. So hat es der Samuel Rodigas 1674, 75 formuliert. Er erwähnt da, der Kelch, der bitter ist nach meinem Wahn, der bitter ist nach unserer Einschätzung. Von diesem bitteren Kelch hat auch der Dietrich Bonhoeffer in seinem Gedicht geschrieben. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Nicht nur geschrieben hat er vom bitteren Kelch, er hat ihn auch trinken, als er in der Gestapo-Haft war und dann am 9. April 1945 hingerichtet worden ist. Und trotzdem hat er daran festgehalten, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Haben Sie das Gefühl, sicher zu sein in dieser Welt, wo wir drin leben? Weil Gott alles unter Kontrolle hat. Weil er unser Leben führt. Darum sind wir in allem geborgen. Darum dürfen wir uns sicher fühlen. Darum können wir getrost und zuversichtlich ein Jahr mit all seinen Rätseln abschliessen und in ein neues, uns noch Unbekanntes eingehen. Amen.